Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Minister. Ich stelle heute Projekt Loi Nummer 8031 vor. Es handelt sich dabei um ein Projekt, das am Juni 2022 von der damaligen Justizministerin Santonson deposiert wurde, an den am Laufe der letzten Jahre eine intensive parlamentarische Prozedur durchlebt hat. Die Filavien der Arbeit in der Kommission, die verschiedene Serien von Amendementen und dazu beigedroht, dass man manchmal den kohärenten Text für Laien haben. Das ist ein Projekt, das sich an einen Bereich aussetzt, den an der Praxis an den letzten Jahren deutlich und Wichtigkeit gewonnen hat. Privatsicherheitsfirmen gehen heute nicht mehr nur für klassische Überwachungsaufgaben angesetzt, sind noch präsent bei Evenementen, bei Gebäuden, auf Terrain, bei privaten oder kommerziellen Strukturen. Und heinst du geraten so Situationen, wo es ja auch zu Unklarheiten kann kommen, was dürfen Agent machen, was dürfen nicht machen, wie weit gehen die Kompetenzen, wo haben sie ab, und wo sind wir im Kompetenzbereich von der Polizei. Ziel vom Projekt ist klar, wir wollen den legalen Kader modernisieren, die Rechte und Pflichten von den privaten Sicherheitsfirmen und auch ihren Mitarbeiter mehr präzise definieren und dabei auch klar festhalten, dass die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Ordnung beim Staat der seinen zuständigen Autoritäten bleibt. Das ist ein bisschen der rote Faden vom Text. Eine Entreprise de Gardiennage kann am Kader von einem privaten Auftrag wichtigen Präventions- und Überwachungsrolle spielen. Aber es ist keine Polizei, sie hat keine Prärogative der Puissance publique. Und der Erhalt von der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung bleibt eine Aufgabe von der Police Grand du Calais, von den zuständigen öffentlichen Autoritäten. Das Projekt hat ein paar Punkte, auf die ich kurz eingehen will. Erstens geht die Aktivität am Bereich von Evenementen, die das Publikum empfangen, klar und Gesetz integriert. Das ist an der Praxis immer mehr wichtig, weil die Organisatoren von Veranstaltungen aber immer mehr DAX auf Privatsicherheitsservices zurückgreifen und auch oft müssen. Das Projekt definiert klar, nach welchen Konditionen Agenten den Achse kontrollieren können, beispielsweise im Zusammenhang mit Antristiken, Alterskontrollen oder verbotenen Objekten. Gleichzeitig gehen das Kontrollmöglichkeiten aber auch strikt enkadriert, ersetzen noch immer das Verständnis von der betreffenden Person voraus. Es handelt sich um Maßnahmen noch, kann ich immer nicht mehr reparieren, von der Prävention und der Zugangskontrolle und nicht dem Polizeibefugnissen. Zweitens präzisiert das Projekt den Kader für die Überwachung von beweglichen und unbeweglichen Gütern und für die Sicherheit von den Personen, die sich auf den Plätzen aufhalten. Auch hier ist die Aufgrenzung wichtig. Es geht um die Ausführung von einem kontraktuellen Mandat im Zusammenhang mit bestimmten Gütern oder Plätzen an, nicht um ein generelles Mandat für die öffentliche Sicherheit oder auch die öffentliche Ordnung zu garantieren. Drittens gibt eine Frage geregelt, die an der Praxis besonders sensibel ist. Die Möglichkeit für einen Agent, eine Person an Ausnahmefällen temporär auch zurückzuhalten, von dieser frischer Tod bei einem Verbrechen oder einem Delikt ertappt wird und fehlen Personen oder Güter betreffen, die auch in der Mission fallen. Auch hier geht es nicht um eine neue Polizeikompetenz, es geht um eine begrenzte Möglichkeit, die sich am Kader vom allgemeinen Recht vom Droit commun bewegt. Die Polizei muss auch hier direkt informiert gehen und die Mesuren dürfen nicht mehr so lange andauern, bis die Polizei dann noch auf der Platz ist und überhält. Die Person darf dabei weder angesperrt noch fixiert gehen. Und noch heute die Message ist klar, die Praxis kriegt einen gesetzlichen Kader, mit dem Kader bleibt strikt enkadriert. Viertens geht ein Ansatz von hin auch enkadriert. Bislang war das nicht genug geregelt. Das Projekt erlaubt einen Ansatz von hin für Prävention und auch die Aufschreckung. Wir setzen auch hier klar Grenzen. Ten und Metrechien müssen die Informationen erfüllen an hin, die dem Gesetz nur als gefährlich klassiert sind auch hier explizit ausgeschlossen. Fünftens geht das Projekt auf den Statut von Agenten an.
Stabilität, Formation und Verantwortung in Hai großgeschrieben. Dafür wird klar vorgesehen, dass Agenten direkt von der Entreprise angestellt müssen gehen, und zwar am Kader von einem CDD oder einem CDI. Interim selbst bestimmte Kontrakte von Insertion oder Reinsertion oder auch durch Statut als Independent sind ausgeschlossen. Sechstens geht Zutretens mehr transparent geregelt, das nicht per se verboten, aber es ist nicht mehr möglich, von Tabellentreprise an den Zutretern über die nötige Autorisationen verfügen und Relation kontraktuell auch schriftlich festgehalten wird. Das stärkt Transparenz und Responsabilität vis-à-vis vom Klient und noch den betroffenen Personen. Pardoniert verbitten Projekt ausdrücklich, mengen, das evident eine Entreprise zu engagieren, die nicht über die nötige Autorisationen verfügt, für Leistungen zu erbringen, die in das Gesetz fallen. Ich will auch ganz kurz auf parlamentarisch habe ich da ein Gravier rauskommen, unter anderem vom Civicol, von der Chambre de Commerce, von der Chambre des Salariés, natürlich von den Justizautoritäten und auch vom Conseil d'État. Wir hatten noch eine Entrevue, eng Entrevue tëcht der Kommission an noch der Kommission, die zuständig ist vom Conseil d'État für Open Froen noch die am direkten Austausch zu diskutieren an noch Lesungen op den Punkten, die ugeschwert gehen, zu diskutieren an noch zu fannen. An der Kommission gouf de Projekt intensiv diskutiert, dann gouf noch eng ganz Reihe Amendementer ugeholl. Ich meine, dass das Amendementer de Projekt geschärft hun, sie Notionen herausgeholt, die Unsicherheiten konnte schaffen, sie Kontrollmöglichkeiten von den Agenten noch mehr präzise enkadriert, sind das Regime von den Sanktionen überschafft, an auch vom Datenschutz beim Échange von Informationen zwischen den kompetenten Ministerien mehr klar geregelt. Dabei ist die Sicherungsgangen den Informationsaustausch auch da, ob das zu limitieren, was für die Ausübung auch von den gesetzlichen Missionen wirklich nötig ist, an all das andere auf der Seite zu lassen. Den Conseil d'État hat in anderen Fragen, notamment die die Minimisierung von Daten belangt, Präzision von bestimmten Inkriminationen und auch die Aufgrenzung zwischen penalen Sanktionen und administrativen Amenden geht abgeworfen. Die Kommission hat hier noch geschafft, noch am 2. Avis komplementär vom 9. Juni 2026 hat der Conseil d'État die nach oben formelle Oppositionen abgehoben. Ich denke, dass im Großen und Ganzen als Projekt Fairlight einen guten Equiliber findet zwischen den praktischen Besoinen vom privaten Sicherheitssektor und noch den fundamentalen Garantien, die der Rechtsstaat auch verlangt. Das ist ein Projekt schafft den klare Kader für die Aktivitäten vom Sektor und definiert mehr präzise auch die Rechte und Obligationen von den Akteuren, was ein gutes Sagen ist, an die Aufgrenzung zwischen den Missionen von der privaten Sicherheit und noch die Kompetenzen von der Polizei enkadriert, noch die Kontrolle und die Überwachungsmaßnahmen, die am Kader von diesen Aktivitäten dann noch dürfen durchgeführt gehen, die sind klar determiniert. Voilà, für weitere Details verweisen ich auf mein schriftlichen Rapport. Aber wenn der erlaubt, Herr Präsident, gebe ich noch ein paar Worte am Namen von meiner Fraktion sagen. Für die CSV ist dieses Projekt de loi ein wichtiger Schritt, weil in einem sensiblen Bereich auch Klarheit schafft. Sicherheit ist eine Kernkompetenz und eine Kernmission auch vom Staat. Und dafür muss es auch ganz klar sein, was die Privatsicherheit leisten dir, wo die Grenzen liegen. Die Privatsicherheitsservice können eine nützliche Rolle spielen, überall da, wo Prävention und noch Überwachung gebraucht wird, mit Verantwortung für die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Ordnung muss klar beim Staat und noch der Polizei bleiben. Und genau diesen Equiliber ist für uns zentral. Wir wollen einen Sektor, den professionell schafft, mit gut formierten Agenten, mit klaren Responsabilitäten und noch mit transparenten Arbeitsverhältnissen. Dafür ist es doch richtig und wichtig, dass dieses Projekt die Grenzen von den Missionen auch so deutlich festhält. Wichtig ist auch, dass dieses Projekt die Rechte von den Bürgerinnen und Bürgern schützt. Wenn es um ein Evenement geht,
wie an eng Gebäi kontroléiert gët oder wie man engem Sicherheitsagenda Kontakt kennt, muss wissen, dat et klar Regeln an noch Garantien ginn. Eng Identitätskontroll, Kontroll vum Gepäck oder Dooftaschen derf nie an engem rechtsfreie Raum geschéie. Sie muss noch klar definierten enger klar definierter gesetzlicher Basis och faussen an am Kader vun de Prinzipien, vun der Proportionalitéit, an dem Respekt vun de Grundrechter vun eng Menzle noch durchgefauerert ginn. Datselve stellt fir d Meigkeet eng Persoun an Ausnahmefall an dadurch bis Poli dann op der Platz ass zrecksalen. Das richtig, dats een Agenda so enger Situationun net komplett oni Handlungsspielraum durchsteht. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man am Kader strikt bleiben. Poli muss informiert gehen, Poli muss auf Platz kommen an Situationen überholen, da das der Rechtsstaat an der Praxis, den noch durch diesen Text garantiert. Wir begrüßen noch, dass den Text im Statut von den Agenten eine besondere Aufmerksamkeit schenkt. Leute, die aber einen so sensiblen Sektor schaffen, brauchen eine stabile Arbeitssituation, auch seriöse Formationen und eine klar professionelle Kader. Ich meine, dass das am Interesse von den Agenten ist, von den Betrieben, von den Klienten und auch vom Publikum. Ich gehe dann heim an den Akkord von meiner Fraktion, also nicht merci.